In der unsichtbaren Welt tobt seit 1. Mose 13 und bis Offenbarung 19 ein heftiger Kampf. Und im Blick auf die nahe Wiederkunft Jesu spitzt sich das ja immer mehr zu. Und ich denke, wir spüren auch etwas von diesen Wehen, die immer kürzer werden. Und ich möchte uns oder euch ein Wort mitgeben für die kommende Zeit. Auch wenn wir nicht wissen, was uns unmittelbar im 2021 bevorsteht, aber etwas dürfen wir gewiss sein. Die Zukunft ist in Gottes Hand. Er hat das letzte Wort. Und wenn wir ganz uns Jesus anvertraut haben, dann gilt uns auch die Zusage, die er macht: Ich bin bei euch alle Tage. Alle Tage. Es gibt auch viele geistliche, wunderbare Lieder, die uns gute Ratgeber sind für das kommende Jahr. Darunter eins von Paul Gerhardt: Befiehl du deine Wege, und was dein Herz kränkt, der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ich möchte jetzt einen Text lesen aus Jesaja 43, ein paar Verse, und dann auch einiges dazu dann weitergeben. Jesaja 43, die Verse 1 bis 3, 3a. Aber jetzt so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der Heilige Israels, dein Erlöser. Es geht mir in dieser Botschaft um ein dreimaliges Fürchte dich nicht. Erstens, das erste: Fürchte dich nicht, denn unser Herr hat uns erlöst. Wir alle wissen, dass das Volk Israel damals durch das Blut vom Lamm vor dem Todesengel bewahrt worden ist und durch die grosse Macht Gottes aus der Knechtschaft aus Ägypten befreit worden ist. Und genau so hat uns das gewaltige Opfer Jesu am Kreuz vollkommen erlöst. Durch das Blut Jesu und durch die Kraft von seiner Auferstehung bin ich vollkommen erlöst und ein neuer Mensch geworden. Die Bibel sagt in Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Was für ein Wort. Das Blut Jesu hat eine wunderbare, erlösende Kraft. Das Blut Jesu hat aber auch eine immerwährende, reinigende Kraft. Offenbarung 7, Vers 14, sie haben ihre Kleider gewaschen und sie weiß gemacht im Blute des Lammes. Im Blut Jesu ist auch eine überwindende Macht. Offenbarung 12, Vers 11, und sie, die Erlösten, haben ihn, den Verkläger, Satan, überwunden durch das Blut des Lammes. Und dann, wenn wir so in die Ewigkeit den Blick bekommen, wo der Apostel Johannes in der Offenbarung 15, Vers 2 und folgende uns gibt, dann können wir uns wirklich nur freuen und dankbar sein. Und ich sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen, und sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig.
Denn die Erlösten aus allen Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Und ihr Lieben, bald sind wir an dem Ziel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Golgatha, der Höhepunkt der Heilsgeschichte Gottes, wo die Liebe Gottes sich am grössten, am mächtigsten offenbart hat. Für die Zwischenzeit da gibt uns der Herr ein zweites, fürchte dich nicht. Zweitens, fürchte dich nicht, denn unser Herr hat Macht über Naturgesetze und über alle Elemente, die uns umgeben. Vers 2, Jesaja 43. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Und wenn durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Der Prophet Jesaja hat am Volk Israel das Trostwort im Blick auf die bevorstehende Gefangenschaft in Babylon gegeben als eine Verheißung. Und der babylonische König Nebukadnezar ist ein gefürchteter Weltherrscher gewesen. Also wer ihm den Gehorsam verweigert hat, ist sehr hart bestraft worden. Doch schon in der Vergangenheit, und da haben Sie sich ja daran erinnern, hat Gott seine bewahrende Macht bewiesen. Wo das Volk Israel vor dem Durchgang durch das Rote Meer sich so gefürchtet hat vor dem Find, die Armee von Ägypten ist ihnen ja dann nachgefolgt, dann haben sie gerufen: Wir wollen zurück. Lass uns zurückgehen zu den Ägyptern. Und dann hat der Mose, der Mann Gottes, in 2. Mose 14, Vers 13 und 14 Folgendes gesagt: Fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Wir kennen die Geschichte. Die Wasserwogen, die ihnen den Weg in die Freiheit gebahnt haben, sind zum Verderben für den Feind. Gottes Macht über die Naturgesetze haben dann aber auch die 3 Freunde Daniels in Babylon heute noch erlebt, wo sie auf Befehl vom Nebukadnezar in den Feuerofen hineingeworfen worden sind, weil sie das Götzenbild nicht angebetet haben. Und was ist passiert? Die Bibel sagt uns in Daniel 3, Vers 24 und 25, der König Nebukadnezar erschrak und erhob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen Staatsräten: Haben wir nicht 3 Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten: Gewiss, o König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe 4 Männer frei umhergehen mitten im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des 4. gleicht dem eines Göttersohnes. Ganz Ähnliches erlebt hat auch dann der Daniel, als er in die Löwengrube geworfen worden ist. Er sagt dort, nachdem er dann wieder rausgekommen ist: Mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde. Daniel 6, Vers 23. Wir haben das Lied gesungen: Wo ist ein Heiland grösser als er? Heute am Nachmittag, als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, eigentlich könnte man in dem Refrain auch noch Folgendes singen: Wer kann so bewahren? Wer so befreien? Keiner als Jesus. Preis ihm allein. Jesus hat sogar über das Wasser laufen. Jesus hat am Sturm gebieten, dass wir lesen können in Markus 4, Vers 39, und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und jetzt denken wir doch einmal zurück an die vielen helfenden Aktionen Gottes in meinem eigenen Leben. Wo ich Furcht hatte vor einem Examen, vor einer Prüfung. Ich erinnere mich an ein Zeugnis, das der Toni Avisati damals gegeben hat. Wenn er die Prüfung mit Hilfe, ich kann mich noch gut erinnern, Jesus hat mir geholfen.
Oder Jesus hat geholfen durch eine Operation durch. Wie Jesus geheilt hat von einer schweren Krankheit. Oder wo er nicht geheilt hat, dass er Kraft gegeben hat, sie zu tragen. Vor wie vielen Gefahren hat Jesus uns bewahrt? Ich denke, von einigen wissen wir gar nicht. Was ist aber das Entscheidende in den Stürmen von unserem Leben? Dass Jesus in unserem Lebensboot drinnen ist. Und dass wir aufhören, mit eigener Kraft gegen den Sturm zu rudern. Und ihn, den himmlischen Steuermann, im Gebet anrufen. Jemand hat einmal gesagt, Jesus bietet keine Sicherheit gegen Stürme, aber vollkommene Sicherheit in den Stürmen. Und ganz interessant ist, dass zum Beispiel in einem Zyklon, das ist ein mächtiger Wirbelsturm, der sicherste Ort, genau im Zentrum von dem Sturm, von dem Wirbelsturm, ist. Dort ist absolute Ruhe und absolute Stille. Und ihr Lieben, wenn wir im Zentrum vom Willen Gottes stehen, erfahren wir Stille und Kraft. Fürchte dich nicht. Vertrau auch du im neuen Jahr ganz auf Jesus, auf seine Macht. In einem anderen Lied heißt es, oh, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Es würde dir dann Jesus allzeit zur Seite stehen. Glauben und Vertrauen ist die eine Seite dieser Medaille. Auf der anderen Seite ist das Gebet. Wir haben es schon gehört vorhin vom Heinz. Und ich möchte das betonen, wer die Vollmacht Jesu möchte erleben, muss wirksam beten. Das ist die Bedingung. Um den Muskel zu stärken, brauchen wir nicht mehr Theorie über das Gebet, sondern Praxis. Und wir haben so viele Möglichkeiten auch im Bibeltreff. Wir haben eine Gebetszeit vor jeder Predigt. Da darf jeder kommen. Wir haben eine Gebetszeit an der Mittwochabend und wir haben seit einer Weile auch am Freitagabend, das ist eine Jugendstunde, wo wir besonders einfach die Bibel lesen und uns viel Zeit nehmen für das Gebet. Und ich denke, wir haben auch dürfen Erfahrungen machen, dass Gott uns ernst genommen hat. Fang auch du an, eine feste Gebetszeit zu planen. Und nimm dir es ganz fest vor im neuen Jahr. Besuch jede Gebetsstunde, wo du kannst. Fürchte dich nicht. Kommen wir zum dritten Punkt. Fürchte dich nicht, denn unser Herr hat Macht über alle Gewalt des Feindes. So steht es geschrieben. Und der dritte Punkt ist mir so wichtig, auch im Blick auf die kommende Zeit, dass ich eurem Liebsten würde ins Herz hineinbrennen, wenn ich könnte. Der Apostel Petrus sagt in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Der Apostel Jakobus sagt, unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Jakobus 4, Vers 7. Der Apostel Paulus sagt in Epheser 6, Vers 10, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Wenn der Apostel die Wichtigkeit vom Gebet schon so betonen, warum gibt es so viele Christen, ich frage mich das öppe, die so wenig beten? Und ich habe schon Leute kennengelernt, die sogar im vollzeitlichen Dienst sind, die sich überhaupt keine besondere Gebetszeit nehmen. Ich weiß nicht, wie sie sich das vorstellen. Ihr Lieben, eins ist klar, Satan will Christen lahmlegen, indem er ihnen Furcht einflößen will. Das kann sich zum Beispiel so äußern, dass einzelne Gläubige nicht den Mut haben, vor einem Nachbar oder einem Arbeitskollegen ihren Glauben zu bekennen.
Es kann sogar sein, dass ein ganzes Land von dieser Furcht befallen ist. Satan ist ein Meister von der Einschüchterung. Und er ist es auch, wo so grausame politische Systeme, wenn ein Kommunismus oder ein Faschismus sich ausdenkt hat, wo man alles Wissen von Gott auszulöschen versucht. Und doch, und das ist ganz interessant, sind gerade in Ländern wie China oder Russland oder zur Zeit im Iran, das ist unter einer islamischen Herrschaft, Erweckungsbewegungen hervorgegangen, die das Herz Gottes mächtig erfreut haben. Wie ist das nur möglich? Ich liebe, das ist nur möglich, weil einfache Menschen wie du und ich nicht einfach zuschauen, sondern die gewaltige Waffe vom Gebet brauchen und die Macht Gottes in Anspruch nehmen. Der Evangelist Torre, er hat vieles auch über das Gebet geschrieben und er sagt, wenn Männer und Frauen aufstehen, die von der Macht des Gebets überzeugt sind, dann wird durch Gebet so viel erreicht wie nie zuvor. Gottes Arm wird durch Gebet bewegt. Und der Herr Jesus sagt uns ein ganz wichtiges Wort in Lukas 10, Vers 19. Siehe, ich gebe euch Macht über die ganze Kraft des Feindes. Ich möchte mal 2 Beispiele uns weitergeben. Corrie ten Boom, sie hat erzählt, dass sie zur Zeit vom Eisernen Vorhang, das ist die ehemalige UdSSR, dorthin gereist ist. In ihrem Koffer hat sie 13 Bibeln gehabt. Bibeln über die Grenzen zu bringen, ist strengstens verboten und schwer geahndet worden. Und sie hat dann aber natürlich mit ihrer Schwester Conny betet. Sie hat betet, Herr Jesus, in deinem Namen binden wir jetzt die Mächte der Finsternis, die versuchen wollen, das Schmuggeln der Bibeln aufzuhalten. Und dann, wo sie dann bei der Kontrolle gestanden ist und gesehen hat, wie die Koffer ganz tüchtig und haargenau untersucht worden sind, sagt sie, hat sie Angst bekommen. Und sie hat ihren Koffer so angeschaut und dann still betet, Herr, in Jeremia 1, Vers 12 sagst du, ich werde über meinem Wort wachen, um es auszuführen. Und jetzt, Herr, die Bibel, das ist auch dein Wort. Und jetzt musst du auch Sorge tragen für die Bibel. Und dann hat sie erzählt, dann hat sie etwas gesehen, was sie noch nie vorher gesehen hat. Um die Koffer herum ist ein Kreis von leuchtenden Gestalten gestanden. Nur einen Moment, dann sind sie fort gewesen. Aber dann sei auch ihre Angst verschwunden gewesen. Und sie hat gewusst, jetzt wird's gut. Als dann der Kontrolleur zu ihrem Koffer kam, hat er gefragt, ist das Ihr Koffer? Hat sie ja gesagt, nehmen Sie und Sie können gehen. Und sie hat gesagt, sie hätte fast Halleluja gerufen. Aber sie hätte das dann nicht gemacht. Ein anderes Beispiel, Friedhold Vogel. Das war ein landeskirchlicher, gläubiger Pfarrer und ein grosser Better. Und er hat erzählt, wie eines Tages ohne Ankündigung gegenüber von seiner Kirche ein Sexshop eröffnet worden ist. Und dann hat er die Polizei angerufen. Erregt griff ich zum Hörer und rief die Polizei an. Sie müssen sich das ansehen. Und das Schlimmste ist, dass täglich Hunderte von Schülern daran vorbeigehen. Die Polizei hat dann gesagt, gut, wir schauen das an, aber wir sind eigentlich gebunden, wir können da nicht einfach ein Geschäft verhindern. Und das Geschäft hat wirklich angefangen zu blühen. Und dann hat der Friedhold Vogel gesagt, dann kam mir in den Sinn, was Jesus von den Bergen gesagt hat, die versetzt werden können, wenn wir betend eingreifen. Das tat ich in den folgenden Tagen. Und ich spürte, wie der Herr mir Vollmacht und immer mehr innere Freiheit gab, mutig der Macht der Finsternis zu widerstehen. Was war die Folge? Kaum mehr jemand hat den Laden betreten. Und nach kurzer Zeit ist das Geschäft geschlossen worden. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, wo in der Schweiz Ehe für alle eingeführt werden sollte. Ehe für alle ist keine Ehe, sondern ein Dammbruch. Und wenn wir nicht tatenlos dastehen, wir sind nicht ohnmächtig.
Wir können die gewaltige Waffe vom Gebet nutzen. Wir können im Namen Jesus, so steht es geschrieben, binden, was ein Sieg für das Reich von der Finsternis wäre. Und wir können das lösen im Gebet, was Gott ehrt und eben sein Reich baut. Ich komme zum Schluss wieder von der Corrie ten Boom. Sie war Uhrmacherin von Beruf. Und sie hat sich eigentlich zu allem angezogen gefühlt, was sich bewegt hat. Von Uhren bis hin zu Menschen und allem Möglichen dazwischen. Eines Tages ist sie mit ein paar Gläubigen zusammen gewesen, dann sind sie weit vom Thema abgekommen und auf einmal sind sie bei Thermostaten gelandet und Heizungen und Kühlanlagen. Und sie wollte unbedingt wissen, wie so ein Thermostat funktioniert. Und dann hat sie noch den Unterschied zwischen einem Thermometer und einem Thermostat wissen. Weiss das jemand von euch? Man hat es ihr dann erklärt. Ein Thermometer zeigt nur Temperaturen. Ein Thermostat dagegen verändert sie. Und mit einem Mal ist sie aufgesprungen und hat dann gesagt, wir Christen müssen Thermostaten sein. Nicht nur Thermometer. Es ist zwar viel einfacher, Thermometer zu sein, anstatt Thermostat. Und ich lebe, solange wir Tag aus, Tag ein beobachten und zu dem Geschehen um uns herum nur sagen, oh, wie schrecklich oder oh, wie wunderbar, so lang sind wir nur Thermometer. Ein Thermostat ist dazu gemacht worden, um die Temperatur zu verändern. Fürchte dich nicht. Auch du kannst im 2,21 Veränderung bewirken. Ganz Besonderes durch die mächtige Waffe vom Gebet. Was könnte Gott tun, wenn jeder Christ die Waffe vom Gebet wieder ganz neu entdeckt und auch umsetzt, gebraucht? Ich fasse zusammen. Das erste fürchte dich nicht. Unser Herr hat uns erlöst. Das ist eine Tatsache. Zweitens, fürchte dich nicht. Unser Herr hat Macht über Naturgesetze. Er kann Unmögliches möglich machen. Und drittens, fürchte dich nicht. Unser Herr hat uns Macht über alle Gewalt vom Feind gegeben. Durch Gebet öffnet Jesus eiserne Türen und stoppt negative Entwicklungen im Land und auch im Leben von anderen Menschen.